schon wieder in der Hälfte. Das geht immer mega schnell und ich bin mega motiviert durch so viele Zeugnisse und auch Feedback. Und heute geht es darum, wie können wir die Bibel, wie lesen? Beten, lesen. Also wir wollen ja die gleiche Geschichte nehmen von Bartimäus und ich habe wirklich auch gestern über die Geschichte von Bartimäus nachgedacht, obwohl ich jetzt schon 3 Tage haben wir das beschäftigt. Und es geht darum, dass man einen Bibeltext einfach wirken lässt und man hat eben verschiedene Möglichkeiten. Und eine Sache möchte ich ganz kurz euch erklären. Wir haben ein Buch geschrieben, Bibel lesen wie niemals zuvor, wenn du das noch nicht hast. Das ist eine coole Sache. Das sind 31 verschiedene Arten, wie man die Bibel lesen kann, damit es nicht immer das Gleiche ist und monoton ist. Und es gab viele Leute, die haben das durchgenommen in dem Urlaub. In dem Sinne, du kannst auch noch eine Sache rausnehmen und sagen, wir machen basteln die Bibel oder beten die Bibel, wie auch immer. Es gibt viele, viele Möglichkeiten. Und Susanne, wie machst du oder du und dein Team ganz konkret Bibel lesen, beten? Wie geht das? Ja, also, das ist eine Sache, die ich wirklich liebe. Gestern war nicht so mein Zugang, heute ist schon eher mein Zugang. Weil jedes Mal, wenn wir uns treffen und beten, Anliegen austauschen, persönlich oder für unser Ministry und dann einen Bibeltext nehmen und den einfach durchlesen und jetzt nicht ganz durchlesen, sondern den ersten Satz oder den ersten Vers lesen und dann überlegen, ja, was könnte jetzt prophetisch für meine Situation hineinsprechen. Und um das geht es eigentlich, wenn wir beten lesen. Es ist ein prophetischer Zugang. Wir nehmen das, was im Wort Gottes steht und denken, was heißt jetzt das für meine Situation? Ja. Und da kommen wir immer zu Ermutigungen, zu Zusagen. Plötzlich ist es wie wenn Gott die Augen öffnet und wir einfach sehen, was er tun will. Also heute machen wir was sehr, sehr Interessantes. Das habe ich persönlich jetzt in dem Sinne noch nicht oft gemacht. Susanne hat gesagt, gestern war nicht so ihr Zugang. Auch interessant. Es gibt eben verschiedene Zugänge. Das ist auch interessant. Und heute die Geschichte von Bartimäus, Markus Kapitel 10, Vers 46 bis 52 kannst du aufschlagen in deinem Smartphone und Real Bible, alles ist real. Und jetzt gehen wir diesen Vers, die Geschichte beten durch. Und jetzt kannst du eigentlich jedes Thema, das dich beschäftigt, by the way, das nehmen und das durchbeten. Jetzt geben wir euch ein ganz einfaches Beispiel. Wir gehen mit einem einfachen Beispiel durch. Das ist nur ein Beispiel. Wir sind gespannt, was rauskommt. Wir haben das nicht geübt oder das ist relativ wichtig. Wir machen das ganz spontan, so wie ich das machen würde. Und zwar, wir beten jetzt den Bartimäus als eine Familie. Du hast Kinder. Du kannst auch nehmen, ich habe eine Frau, ich habe einen Mann. Und wenn du Single bist, du hast Freundschaften. Jetzt nimmst du ein Bild und jetzt beten wir das durch. Und ich beginne, da heißt es, da kam Jesus und seine Jünger nach Jericho. Und jetzt sage ich dir, Gott, danke, dass du ganz konkret in meine Lebenssituation reinkommst. Du bist nicht irgendwo, sondern du hast dich aufgemacht, in meine Familiensituation zu kommen. Auch da, wo ich umgezogen bin, da, wo ich vielleicht eine Patchwork-Familie habe, da, wo vielleicht gewisse Dinge nicht so laufen, wie ich es mir vorstelle, danke ich dir, Jesus, dass du dir die Mühe nimmst, in meine Situation kommst du. Und das heißt, ich bin dir wichtig, meine Familie ist dir wichtig, die Kinder sind dir wichtig. Und nicht alles, was ich jetzt so erlebe, Jesus ist so, wie ich das gerne hätte. Ich habe viele Dinge versucht und gemacht und getan. Gewisse Dinge sind gelungen und gewisse Dinge sind mir so durch die Hände gerutscht. Und dann beten wir weiter. Also ich beginne mit dem, Jesus kommt in deine Situation. Ja, und das Schöne ist wichtig, es ist ganz, ganz wichtig, sorry. Es ist nicht so, dass die Geschichte von Bartimäus richtig wäre, weil Jericho steht für eine Stadt, die Gott verflucht hat. Es ist nicht so, dass Jesus in dein Leben kommt, wenn du alles richtig machst. Er kommt in dein Leben auch dann, wenn du vieles richtig machst, aber er kommt speziell in das Jericho, in deine Lebenssituation, wo du vielleicht Dinge wirklich verkackt hast. Und das ist das Erste, was ich ihm Danke sage, dass er sich die Mühe nimmt. Ja, genau das wollte ich auch sagen. Und das Schöne ist, dass mir hier auffällt, dass zuerst kommt Jesus und dann seine Jünger. Und ich danke dir, Jesus, dass du, wie es Leo gesagt hast, um nochmals vor Augen zu führen, dass du in meine Situation hineinkommst, die schwierig ist und die
vielleicht ein Pulverfass ist. Also allein schon bei der Einleitung merkst du, kannst vielleicht schon stehen bleiben. Das kann schon viele Dinge auslösen und denkst, ich bin nicht würdig, ich habe es nicht verdient, ich habe es ja selber verbockt, ich habe es ja genauso gewollt und jetzt ist alles anders rausgekommen. Da kommen viele, viele Dinge dazu. Nichtsdestotrotz, man beginnt mit dem ersten Satz. Der zweite, als Jesus, als die Stadt wieder verlassen wollte, folgten ihnen eine große Menschenmenge. An der Straße saß ein blinder Bettler. Er war der Bartimäus, der Sohn von Timäus. Also Bartimäus hat eine Familie, hat eine Geschichte, was auch immer der Grund ist, dass er ausgeschlossen wurde von seiner Familie, dass der Vater, Mutter nicht gesorgt hat. Da steht nicht da drin, warum. Aber Vater, ich bringe jetzt hier unsere Kinder oder meine Kinder, wo ich einfach merke, sie sind nicht auf dem Weg, dass ich mir vorstelle. Sie sind nicht total, nicht wo der Weg ist. Er ist am Wegrand. Der Wegrand ist im Mittelmaß nicht total weg, aber auch nicht total auf dem Weg. Und ich bringe dir all mein Hab und Gut von den Dingen, wo ich mir wünsche, dass sie dir, Jesus, leidenschaftlich nachfolgen würden. Du siehst diese Lauheit, die vielleicht reingekommen ist in meine Familie. Du siehst vielleicht die Lauheit, die reingekommen ist bei meinen Kindern, weil die Welt, sag jetzt mal, die Verlockungen und die Versuchungen und die Möglichkeiten, sie einfach wie aufspringen. Sie sind nicht total weg, aber total nicht auf dem Weg. Und jetzt bringst du in diesem einen Vers, merkst du, bringst du jetzt deine Situation, das, was sich bekümmert, das, was sich bedrückt, das, was sich total traurig macht. Und weil wir ja jetzt diesen Text schon länger durchgehen, weiß ich auch, dass Bartimäus wahrscheinlich von einem bekannten Mann ist. Sonst würde nicht stehen Sohn von Timäus. Und ich habe einfach so in meiner Vorstellung Familien, die sind angesehen und da laufen Dinge schief. Da gibt es blinde Bettler in der Familie, quasi in Anführungsstrichen, die sind, ich sage es jetzt mal so, die sind eine Schande in der Familie. Da laufen Dinge falsch. Und ich möchte dir Danke sagen, Jesus, dass du heute in diesen Familien, wo Dinge falsch laufen, wo es Schandflecken gibt, dass du daran vorbeikommst und nicht vorbeiziehst. Wir bringen dir diese Situationen, wo Dinge aus dem Ruder geraten sind, wo Suchtprobleme sind in der Familie, bei einzelnen Personen, wo Schulden sich angehäuft haben, wo Visionslosigkeit ist, das bringen wir dir. Und ich danke dir für die Geschichte von Bartimäus, weil wir wissen, dass du stehen geblieben bist. Und dass heute, das ist der nächste Satz, dass heute in dieser Familie man hört, dass Jesus Christus aus Nazareth hier ist und lebendig ist, dass diese Familienmitglieder oder wenn das dich selber betrifft als blinder Bettler, dass du von dieser Nachricht hörst, dass Jesus heute dich berühren will, dich heilen will und dich von Gefangenschaften freimachen will. Das ist der dritte Vers, den Susanne jetzt gebetet hat, als er hörte, dass es Jesus aus Nazareth war, der vorbeikam, begann er laut zu rufen, Jesus, du Sohn Davids, hab Erbarmen mit mir. Und jetzt kann sein, dass eben deine Kinder weit weg sind vom Glauben oder deine Frau, wie auch immer. Und jetzt kann dieser Bibeltext, wenn du es liest, das kann für dich verschiedene Dinge auslösen. Und jetzt merkst du, die Bibel beginnt zu leben. Sie beginnt dir Dinge aufzuzeigen. Und jetzt kannst du vielleicht beten, Vater, ich möchte dich einfach bitten, dass meine Kinder diese Sehnsucht wieder bekommen, zu dir zu rufen, weil du bist der Heiler, du bist der Erlöser. Du bist der, der Dinge freisetzt. Du bist der, der Dinge wieder klar macht. Du bist der, der Hoffnung gibt, dann, wenn es keine Hoffnung mehr gibt. Du bist der, wenn Menschen gemobbt werden, der noch immer einen Plan hat. Ich denke, Josef wurde gemobbt von den Brüdern und er hat gesagt, ich habe das böse gemeint, aber Gott hat dennoch es gut mit mir gemeint. Und ich bete über das hinein, dass der Wunsch wieder in meine Familiensituation reinkommt, dass wir schreien nach deiner Güte, nach deiner Herrlichkeit. Dann heißt es, die Leute fuhren ihn an, er soll still sein.
Und jetzt gibt es immer Menschen in unserer Lebenssituation, die dir reinsprechen. Und es ist jetzt wichtig zu unterscheiden, Feedback ist wichtig. Feedback kann man lernen. Man kann immer, wenn Menschen dir reinrufen, ist nicht einfach immer so, die sind doof, die sind blöd, die sind gegen mir. Es gibt eine einfache Übung, dass du sagst, ist es jetzt einfach Missgunst, ist es jetzt einfach wirklich bösartig oder ist es etwas, was der Geist Gottes durch die Menschen, die vielleicht ich sogar doof finde, zu mir spricht. Also immer diese ganz, ganz einfache Frage stellen. Aber es ist auch so wieder, wo ich bete jetzt, dass da, wo Menschen einfach auf dich runterschauen, mit dem Finger auf dich zeigen und sagen, was hast denn du das Gefühl mit deiner Geschichte, mit deinem Leben, mit deinem Charakter? Und es sind so viele Wörter, Blicke, die Menschen machen, ein Rücken, der dir gezeigt wird, Menschen, die dich verachten, viele, viele Dinge. Möchte ich einfach sagen, Jesus, ich bin umgeben von nicht getragen, von Glauben, von Unterstützung, weil ich vielleicht das auch so bewusst provoziert habe oder vielleicht habe ich gar nichts falsch gemacht. Und du merkst alleine schon, auch bei diesem einen Text kann man bleiben, wir gehen weiter. Aber Bartimäus schrie noch lauter, du Sohn Davids, hab Erbarmen mit mir. Da bleibt Jesus stehen. Und Jesus hörte ihn raus. Ihm war es so egal, was Leute dachten. Und es gibt einen Punkt, wo die Not und die Sehnsucht nach einem Wunder größer ist als Menschenfurcht. Wo Menschenfurcht nicht immer im Wege ist. Und ich bete, Vater im Himmel, ich bete, Jesus, dass du dich bei mir erbarmst. Dass du bei mir stehen bleibst und nicht an meinem Problem, an meinen Fragen, in meiner Traurigkeit einfach vorbeiziehst. Hab Erbarmen mit meiner Lebenssituation. Geh weiter. Ruft ihn her zu mir. Ein paar von den Leuten liefen zu den Blinden, also zu Bartimäus, und sagten ihm, nur Mut, steh auf, Jesus ruft dich. Vielleicht kannst du das für das beten, was heißt, wenn dich Jesus ruft. Ich möchte dir Danke sagen, Jesus, dass du heute stehen bleibst und dass wir sagen dürfen, er ruft dich. Er ruft dich und ich spreche dir das zu, von wo auch immer du zuschaust und zuhörst. Er ruft dich. Du hast heute nicht einfach zufällig eingeschaltet. Es ist heute der Tag, wo er dich ruft. Nur Mut, steh auf. Und ich danke dir, Heiliger Geist, dass du jetzt jede einzelne Person mit diesem Mut erfüllst. Mit diesem Mut erfüllst, aufzustehen und sagen, heute ist der Tag, wo Jesus mich ruft, aus meiner Gebundenheit heraus, aus meiner Gefangenschaft heraus, aus meinen bettelnden Gedanken, aus meiner bettelnden Haltung, aus meiner Sklavenhaltung heraus, aus meiner blinden Haltung heraus, da rufst du mich heute raus, heute, und ich empfange den Mut. Wir empfangen den Mut, Jesus, den du heute geben möchtest. Ich bete weiter in diesem Text. Da warf Bartimäus seinen Mantel zur Seite und sprang auf und kam zu Jesus. Was soll ich für dich tun, fragte ihn Jesus. Rabbi flehte der Blinde an, ich möchte sehen können. Und jetzt hast du vielleicht Kinder, die Drogen nehmen, die einen Lifestyle leben, wo du denkst, meine Güte, das darf nicht wahr sein, ich schäme mich. Was wünschst du dir? Und das kann man jetzt auch beten, dass einfach ich oder mein Umfeld gewisse Dinge bewusst sagen, ist mein altes Leben, das war mein altes Leben, ich stehe auf und ich bringe Dinge in Ordnung. Da geschieht Fürbitte, man steht ein jetzt, Fürbitte. Zwischen Gott und der Situation bete ich für etwas. Und ich bete für Reinheit, ich bete für eine gesunde Freundschaft, für eine gesunde Sexualität, für gesunde Finanzen, für ein gesundes Essverhalten, dass diese Süchte, diese Gewohnheiten, diese Charaktereigenschaften, der Stolz und der Minderwert und das Rechthaberei und der Jähzorn und die Eifersucht, alle diese Dinge bete ich jetzt einfach, dass das in meiner Familie einfach zum Ende kommt, dass dieser Familienstreit aufhört. Und ich möchte dich bitten, dass Menschen wieder sehen, dass du bist gut, du bist treu, du bist gerecht, dass deine Pläne und deine Gedanken sind immer noch die besten und immer noch gut. Ich bete, öffne die Augen. Und jetzt enden wir dieses Gebet, darauf antwortete Jesus,
Geh, dein Glaube hat dich geheilt. Im selben Augenblick konnte der Blinde sehen und er ging mit Jesus. Und jetzt können wir einfach beten, dass eben der Glaube, vor das wir jetzt beten, für deine Kinder, deine Frau, was immer, es ist eine Freundschaft, es ist eine Kommunikation, es ist nicht One Way, sondern ich bete jetzt einfach auch, dass das Wunder ist deine Visitenkarte und dass diese Wunder geschehen werden, wo Menschen bezeugen und meine Kinder bezeugen werden, Gott ist ein Gott der Wunder. Dass vielleicht eine Frau bezeugen wird, Gott ist ein Gott, der aus dem Unmöglichen das Mögliche machte. Amen. Jetzt siehst du, es ist ein ganz einfaches Gebet. Merkst du, du musst also ein bisschen so auf das Gaspedal, ehrlich gesagt, drücken, weil wenn du diesen Text nimmst... Dann kannst du 20 Minuten beten, ja, oder? Jetzt kommt der Punkt, wenn du beim ersten Satz schon stehen bleibst, bleib stehen. Das ist nicht der Punkt, man muss alles durchlesen, sondern wo Gott einfach Pause macht und den Finger drauf legt, da bleibt man stehen. Ich möchte dich wirklich bitten, dieses Gebet, vielleicht auch heute Morgen das an Leuten zu schicken, weil es ist wirklich so praktisch, so einfach, so simpel. Und das kannst du mit jedem Bibeltext nehmen, für jede Situation, wo du drin bist. Vielleicht wirst du gemobbt, vielleicht bist du krank, hast die Perspektive verloren, finanziell weißt du nicht mehr weiter. Wo auch immer der Schuh drückt, du kannst irgendeinen Bibeltext nehmen, aber ich motiviere dich mal Patinärs zu nehmen, weil dann haben wir schon ein paar Tage durchgekaut, sagt man. Man muss nur noch ein bisschen, sagen wir mal, Bier runterschlucken. Macht das ein bisschen einfacher. Aber schick diesen Link bitte weiter, weil ich finde es wirklich sehr, sehr praktisch. Durch die Bibel wird die Bibel wieder lebendig. Du merkst, das Wort Gottes ist wie ein zweischneidiges Schwert. Es trennt Mark und Bein, Seele und Geist. Also gewisse Dinge müssen getrennt werden. Also, wir könnten da noch viel, viel länger machen. Ich muss, wie gesagt, ein bisschen aufs Gaspedal drücken, aber es hat mich mega, mega inspiriert, weil es kommt so viel entgegen. Also, ich wünsche dir Gottes Segen. Denk dran, ich segne dich im Namen des Vaters, im Namen von diesem Sohn von Jesus Christus und auch in der Kraft des Heiligen Geistes. Schöner Tag, bis heute Abend, bis morgen, wann auch immer. Gott liebt dich. Denk dran, Gott kommt in dein Jericho, was auch immer das Jericho ist. Bye bye. Tschüss.